Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu F1 2015. Ja, wir sind ja in der 2014er Saison, nicht in der 2015. Die kommt dann sozusagen in der nächsten Saison oder in der nächsten Staffel von dieser Videoserie hier auf YouTube. Und ja, wir kommen jetzt nach Malaysia und ja, wir beginnen mit dem Training. Letztes Mal haben wir ja einen guten dritten Platz noch erarbeitet. Wir hatten da zwar ein paar Zwischenfälle, einmal mit Ricciardo, dann noch mit Hülkenberg und einmal noch, glaube ich, mit Perez. Der war auch noch drin und Bottas ganz am Anfang am Start nicht vergessen, den haben wir da auch noch weggeräumt. Zum Glück haben wir keine Strafe bekommen, wobei ein paar, also vor allem der Unfall bei Ricciardo, bei dieser schnellen S-Kurve, der wäre, glaube ich, noch angemessen gewesen. Wenn ich dort eine Strafe bekommen hätte, also da hätte ich mich nicht wundern müssen, wieso dass ich eine bekomme. Aber ja, wir kommen jetzt nach Malaysia. Das ist oder war mal meine Lieblingsstrecke, Malaysia. Willkommen zum heutigen Training auf dem Sepang International Circuit, unserer Rennstrecke ungefähr 60 Kilometer südlich von Kuala Lumpur in Malaysia. Auf 5,5 Kilometer bietet sie so ziemlich alles, was sich ein Rennfahrer wünschen könnte. So, das erste Rennen ist vorbei. Was denkst du, wie wird sich diese Saison von der letzten unterscheiden? Ich hoffe, dass wir eine fantastische Saison vor uns haben. Das Mercedes-Team war bei den Testrennen überragend, aber das muss nichts heißen. Es ist auf jeden Fall sehr schwierig vorherzusagen, wer die Nase vorn haben wird. Eine der größten Änderungen dieser Saison, über die viel diskutiert wurde, ist die Einführung der doppelten Punkte für das letzte Rennen in Abu Dhabi. Nachdem Sebastian Vettel den Sport in den vergangenen 4 Jahren dominiert hat, wollte man wohl sicherstellen, dass in den letzten Rennen noch alle Türen offen stehen. Ich bin von dieser Regel nicht gerade begeistert, da sie sehr erzwungen scheint. Ja, ich auch nicht. Nein, also diese Doppelregel am Schluss mit dem letzten Rennen, die ist ein bisschen überflüssig. Ich finde es schade, dass die Formel 1 sich so brutal verändert hat. Also ich muss sagen, ich bin ja auch nicht der Jüngste. Ich bin ja 20 Jahre alt. Also ich bin schon noch jung. Ist nicht so, dass ich uralt wäre. Aber nein, ich habe da natürlich schon ein bisschen früher mit der Formel 1 schon angefangen zu schauen. Vor allem, wo noch Michael Schumacher fuhr. Und da war das noch viel anders. Also da war noch die Formel 1 Auto, alles war da ein bisschen besser, der Sport hat mir da viel mehr gefallen. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Also es gibt viele Leute, die so denken, ja, so denke mal also 1990, zwischen dort bis jetzt eigentlich so 2000 ja, 10, 11, so oder sogar noch 12 kann man auch noch mitnehmen. Das waren gut, also waren gute Saisons drin. Eigentlich jetzt hier mit der 2014 sind mit diesen 1,6 Turbo Autos. Das ist schon nicht das Wahre, muss ich auch zugeben. Bin nicht so Fan von diesen Autos, aber ja, keine Ahnung, es ist die Formel 1, macht ihm noch weiterhin Spaß dazu zuzuschauen. Und ja, wir fahren jetzt raus wieder. Wie gesagt, wir machen es jetzt richtig. Wir fahren jetzt eine Einführungsrunde. Malaysia bin ich schon mehrmals gefahren. Sollte daher die Strecke kennen. Also wir fahren jetzt eine Einführungsrunde, dann eine richtige Runde. Und dann gehen wir ab ins Qualifying. Und wie gesagt, ich verwende keine Rückblenden, gar nichts. Das heißt, ja, das Rennen kann schnell vorbei sein. Und ja, ich habe jetzt das Rennen habe ich ja gesplittet. Ich habe ja also das Training Qualifying genommen für einen Teil und dann und das Rennen noch also es ist ein eigener Teil. Also ich habe das nicht jetzt, weil ich nehme ja das alles in einem Stück auf. Das müsste man sich so vorstellen. Das habe ich ja nicht dann, das habe ich dann nicht in einem Stück hochgeladen. Das würde auch fast 100 Jahre dauern, bis das mal oben ist, weil ich wohne hier auf dem Land draußen, mein Internet hier draußen, das kann man nicht gebrauchen. Ja, deswegen splitte ich das immer auf. Ich denke auch, das ist auch für euch viel angenehmer, wenn man da nicht ein langer Teil hat, weil man schaut ja sowieso meistens nie das ganze Video oder man überspringt einen Teil. Was ich mir noch überlegt habe, das könnt ihr mir dann in die Kommentare schreiben. Soll ich nur vom Rennen die Highlights rausschneiden oder soll ich das ganze Rennen drin lassen? Also das könnt ihr entscheiden, was euch lieber gefällt. Das wäre dann einfach, wenn es natürlich ein kurzes Rennen wird, also es wird natürlich dann einfach ein sehr, sehr kurzes Rennen sein, wenn ich es nur die Highlights rausschneiden werde. Aber ja, das könnt ihr sonst mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr lieber sehen wollt. Mir ist es eigentlich egal.
Es ist natürlich ein kleiner, also ein bisschen größerer Aufwand, das Ganze dann zusammenzuschneiden. Aber ja, das kann ich schon machen, das ist kein Ding. So. Temperaturen ist gut. Oh, ich muss mich zuerst wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ich bin jetzt schon ein Weilchen schon wieder nicht mehr gefahren. Sicherlich schon ein paar Tage. Und heute bin ich ein bisschen müde. Ich hoffe, dass es nicht so einen großen Einfluss hat dann auf das Rennen. Mal schauen. Und ich habe noch in der letzten Aufnahme mitbekommen, also beziehungsweise als ich es geschnitten habe, das Video, das Klackern vom Lenkrad, das hört man ziemlich gut. Das kann ich aber auch leider nicht leiser machen irgendwie. Also ich müsste da sonst bei der Tonspur jedes Mal, wenn ich schalte, das ein bisschen rausfiltern. Und der Aufwand ist einfach dann zu groß, weil da müsste ich fast mehrere Wochen dran sein, weil man schaltet ja schon ein bisschen viel in diesem Rennen. Oder allgemein in der Formel 1, da schaltet man ja genügend. Ich muss im 6. rum, hier runter in den 5., 4. Jetzt bin ich rumgekommen. So. Ich fahre ein bisschen langsam. Fahre hier, glaube ich, auf den Primes. Das sind nicht die Option-Reifen, das ist nicht die weiche Mischung, das ist die harte Mischung. So, aber ich versuche mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Boah, in den Kurven gegenlenkt, das ist so frech. Wenn man gegenlenkt, da hat man Grip und dann reicht es manchmal gar nicht mehr zurück zu lenken. Dann fährt man geradeaus in die Botanik raus. Und das hier ist auch so eine freche Kurve hier. Also Malaysia, wie gesagt, war meine Lieblingsstrecke, ist leider jetzt nicht mehr. Also ich fahre schon noch gerne drauf. Nicht so, dass ich sie hassen würde. Aber meine aktuelle Lieblingsstrecke ist halt ja schon längere Zeit eigentlich Spa. Spa ist einfach eine geile Strecke, keine Ahnung. Die gehört einfach zur Formel 1 dazu oder auch zu anderen Rennspielen. Die muss da drin sein, weil das ist einfach so, ja, keine Ahnung, das ist eine gute Strecke. So, nur Platz 11, 3 Sekunden Rückstand. Aber, wie gesagt, da bleibe ich jetzt eiskalt sozusagen. Wir gehen jetzt zurück in die Garage. Beziehungsweise hätte auch gleich hier die Sitzung beenden können. Wir gehen jetzt hier in die Garage. Beende die Session. Und wie ihr seht, auf Platz 14. Ui, wir sind noch weiter zurückgeflogen. Wir haben 4 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. Wer ist Erster? Lewis Hamilton, okay. Vor Nico Rosberg. Dann Ricciardo, Vettel. Es ist komisch, dass der Vettel so schnell ist. Der hat so Probleme. Das geht ja nicht. So, wir sind ziemlich weit hinten. Wir sind da so sauber. Mal Russia Caterham da zwischendrin. Also ein bisschen vorne ab noch. Räikkönen ist 8. Er ist aber trotzdem 2 Sekunden schneller. Okay. Mal schauen, was wir jetzt machen können im Qualifying, dass wir da vielleicht noch in die Top 10 kommen. Also mein Ziel ist es, in die Top 10 zu kommen. Also ich spiele auf schwer, ich habe sehr wenig auf schwer noch gespielt, zwischendurch schon ein bisschen. Aber hier auf Malaysia noch nie schwer, also mal schauen, wie die KI fährt. Wir grüßen Sie aus Malaysia, wo wir gleich das entscheidende Qualifying zu sehen bekommen. Die Fahrer stehen buchstäblich in den Startlöchern und wir warten nur noch auf das Startsignal. Letztes Jahr hatten wir in Malaysia ein grandioses Rennen. Ich erwarte also ein ebenso faszinierendes Wochenende in diesem Jahr in Kuala Lumpur. Es gibt mindestens 3 oder 4 Fahrer, die morgen Chancen auf einen Start aus der ersten Reihe haben. Es ist also schwierig vorherzusagen, wer die Nase vorn haben wird. Ich bin sicher, dass wir heute ein spannendes Qualifying zu sehen bekommen. So, und wir fahren natürlich mit den Option-Reifen, mit den weicheren Mischungen sind wir ein bisschen schneller. Ich finde es eben noch geil gemacht, diese Animationen hier drin im Spiel, also das haben sie wirklich gut gemacht, Codemaster. Oder Masters, heißen ja Masters, nicht Codemaster. So, hier muss ich dann mal schauen, wie ich diese Linie mal fahren soll. Die fahre ich irgendwie jedes Mal anders, da verliere ich natürlich viel Zeit, weil es mich rausgedrückt. Natürlich viel Zeit liegen lassen.
Hier fährt die KI ein bisschen langsamer. Dafür muss ich hier immer langsamer fahren, weil ich dann zu schnell bin, also in der Vorderkurve ein bisschen schneller war. Oh! Ui! Wow! Oh, 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 shit, 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 shit. Oh, nein. Ah, shit. Da bin ich auf den Curb gekommen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. War einfach zu schnell. Boah. Ja, das wird jetzt wohl sehr schlecht aussehen mit der Top 10. Oder ich kann hier vielleicht irgendwo was noch rausholen. Ah, Mist. Das war jetzt sehr schlecht. Da habe ich sehr, sehr viel Zeit verloren. Und wir landen auf Platz 13. Shit. Top 10 um 3 Plätze verfehlt. Also vorgegeben war ja Platz 5 eigentlich. Also das lag jetzt nicht drin. Was war das für eine Session für Mercedes heute? Das Team hat sich für das morgige Rennen die erste Startreihe gesichert. Was für eine tolle Session für das Team. Für dieses Ergebnis haben sie hart gearbeitet und diese harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Ja, ich war nicht schlecht dran. Also wo diese Rechtskurve dort, wo ich auf dem Curb war, habe ich dann beschleunigt. Dann habe ich das Sack leicht verloren, musste immer gegenlenken. Habe ich natürlich viel Zeit verloren. Und aber bevor ich zu dieser Kurve kam, war ich, glaube ich, in kurzer Zeit noch Erster. Also ich hatte die Pole in der Tasche, aber dort habe ich es wirklich versaut. Ja, 13, das ist fast, also es ist ja eigentlich Mitte im Feld. Es wird schwierig, es wird extrem schwierig, hier eine gute Position auszufahren. Ich hoffe, dass ich in die Top 8 komme, Top 8. Das sollte eigentlich drin bleiben. In der ersten Kurve kann ich vielleicht schon ein paar Plätze gut machen. Top 8. Mal schauen. Gut, ja, wir gehen jetzt gleich ins Rennen über.